Am Juni hatte man am Null an enger Table Ronde Thematik Diskrimination und Rassismus zu Lützeburg, Beispiel vun de puer Joke Kapverdianer thematisiert. Haut weise ma ech e weiteren Extré aus dieser Table Ronde. Dabei geht es froh, ob net de kapverdianische Jugendlichen méi eng heich Gewaltberedschaft besteht, wie bei den anderen Jugendlichen. Table Ronde gëtt moderiert vom Henri Fischbach. Gewaltberedschaft ënner kapverdianische Jugendlichen. Das ist immer bewusst ein ganz sensibel Thema. Es sind an sich, ich sind op een Artikel aus dem Lützeburger Wort vom 29. Juni 2018 gestoß und da sind eine ganze Reihe Beispiele aus den letzten 15 bis 20 Jahren abgezählt, wo zu ganz schlimmen Gewaltakter kommen, als die von kapverdianischen Jugendlichen ausgegangen sind. War angefangen beim Fall Spencer dos Santos, den 2002 durch eine Messerpickerei für enger Disco an der Rue du Verneipersch Liewe kommmers an die zwei Täter, dat waren zwei Portugiese mit kapverdianischen Originen, die von Buraca kommen, sind in einem defavorisierten Quartier aus Portugal von Lissabon. 6 Jahre mehr später, den 18. April 2018, als es auf der Escher Gare zu einem Streit mit tödlichem Ausgang zwischen einem Jungen mit jugoslawischen Originen und einem Jungen mit kapverdianischen Originen kam, wegen einem Handy, wo den Jong mat kapverdianischen Originen mat engem Messer zougestochen huet, dats eng Woche not zu enger Marche Blanche kom, mat enger impressionanter 12 vun iwwer 1000 Partizipanten. Dann es wat ganz mediatiséiert war am Februar 2012 komme zu Esch zu enger sogenannter Bandekriminalität, dat hecht puer Dossen Jugendlöcher mat kapverdianischen Originen, die größtenteils aus Portugal kommen, sie sind in den geroden. Das wohl net zu dodesche komme, aber zu ganz schlimmen Blesséierten. Das war die sogenannten Eschzeite-Affäre. Dann am November 2016 zu Hollerich, wo zwei Junker mat kapverdianischen Originen in het Abfahrt 12 Mal mat engem Messer zougestach hun an dafür an sech just ganz knapps überlieft huet an dann ganz rezent, wo ich lo weiter keine Details will agin och eng Affäre zu Bonnewiech. Die lech das ganze schon net komplett, wie gesot schëmmech noch Informationen aus den Medien basiert, mir wat mich einfach schockéiert huet, dass du mat enger relativer Regelmäßigkeit all 2-3 Joer zu einem Gewaltexzess kommers ganz tags mat Messer wuch ma dann als Laie so das nach net normal, wann Junker von 16, 17 Jahren mat engem Messer duer spazeiere gin an dann fir eng Bagatell, sprich zum Beispiel die Affäre mam Handy op der Escher Gare, dann do eng Person erstierchen. Még froh Niersche sind die Fänisch do bekannt, wat sind Ursachen do dafür, wie gesagt, das ist ein ganz sensibel Thema, wie seht ihr das? Dominik, vielleicht für dich? Ja, also die Geschichte vom Spencer dos Santos, die kann ich gut. Ich war ja ganz viel aktiv am Komitee Spencer während Jahren. Also ganz tags waren halt die Feen halt von Jugendlichen gemäht gin, die aus Portugal kommen sind. Du huet ihn dann direkt gesot Junker, also Jungkapverdianer sind Junker mat kapverdianisch Originen. Die hunn och a Portugal a ganz schwierigschen Verhältnisse gewohnt. Also Buraca. Das zum Beispiel in portugiesischen Ghetto, ich weiß nicht, ob ich das so dürft nennen, wie das aber ein Stadtviertel, den halt wirklich defavorisiert ist, wo nicht viel Moyens sind, wo ganz viele Leute halt arbeitslos sind und halt dann an Delinquenz dann raufhalten. Und die Jugendlichen sind dann halt auf Lützeburg gekommen, auch für der Misere mal aus dem Weg zu gehen und haben hier Gewalt nicht kanalisiert gekriegt. Natürlich ist das gut keine Excuse für das, was sie gemacht haben, mir das erklärt manches. Ich meine, lo von Junker mit kapverdianischer Origine, die heute zu Lützeburg abgewusst sind, gowet also soweit ich jetzt weiß, keine so Fälle. Ne? Das waren all Leute aus dem Ausland. Ne?
grad Jong Kapverdianer oder Junker mat kapverdianischer Origin. Dat hätte noch kind aner jugendlicher Sinn mat dem Kontext an mat dem Background eigentlich ja. Wie gesot dat exkuséiert neicht erklärt wie so erklärt sogenannte Favelas, wie man dann a Brasilien noch kennen genau die drohne zu positive bei. Wie gesinn die anderen Leute Nelson, Carisa? Ich gesinn da doch so sozial Ausgrenzung, Chômage an vielleicht und d'Eltern doheem Apps ihren Job, die d'Eltern doheem net machen, fir die Jong ze preparieren. Für uns fenken e Jonke vun 12-13 Joer. Van den 12 war eng Auer net doheem ass, dat ass e Problem. Da mussssen d'Eltern méi oppassen. An dann bon, dat is geen excuus. Dofir muss ik geen dood pikken. Maar door die Flejaner zagen die mir net wissen, wat de 100 stöcht. Und doch keine Erklärung. Nee, ich mit ergänzen schmengen, das sind die verschiedenen Faktoren, die du spielen. Du hast einen interessanten Témoignage an dem Artikel von Gracina González, dat demals aktive Member von dem selbechten Komitee Spencer war, wo die auch engagiert wird, seht, wann die Gewaltakten, die von kapverdianischen Jugendlichen ausgehen, nicht abhalten, da kriegt die ganz kapverdianische Communität zu spüren, so vielfalt fördernd Rassismus bei der sich nur einer Arbeit an einer Wohnung. Bei ähnlichen Témoignage an dem selben Artikel von Pedro dos Santos, das dann den Pap von Spencer dos Santos, die 24 Jahre im Leben gekommen ist, und gleichzeitig Präsident von der kapverdianischen Assoziationen, die sieht, die schwarze Schafe an unserer Communität, die machen alles fut, die wat hier Eltern, hier Großeltern hier abgebaut haben. Bon, ich meine, die Témoignage so an sich auch schon alles, aber ich bin froh und ich, was können Lützeburg und Politik, ich meine Assoziationen, ich meine Eltern, was können Lützeburg gegen die ekrasant heisch 12 Gewaltakten, die von kapverdianischen Jugendlichen Ausgangers an den letzten 15-20 Jahren machen. Was können präventiv dagegen gemacht gehen, für das so Sachen nicht drin passieren, dass man nicht an 2-3 Jahren einen Spencer dos Santos oder einen Elvis oder sonst einen Hund, den man sein Leben muss bezahlen. Habt ihr da Propositionen? Habt ihr Schmengen et gouf schon viel gemet, dofir Hummer auch die Lächtjuren also soweit ich weiß, nicht hören von irgendwelchen Massapikerei, wo kapverdianisch oder Junker von kapverdianischer Origine mit impliziert waren. Ich meine, du gehst schon viel gemäht und du sollen die Assoziationen an die Eltern natürlich immer, aber das für alle Eltern, nicht nur die kapverdianischen Eltern, die mussten hier Kinder unterstützen, abklären, mit denen diskutieren. Das ist einfach das Wichtigste, Kommunikation. Auch, voilà, wenn ich dein Handy will, da kann ich da auch so hey, geh mal dein Handy, ich brauche dich vielleicht nicht zu schlagen. Oder wenn etwas nicht so ist, wie ihn das gerne will, kann ihn ja immer schwätzen. Und ich meine, wenn Kommunikation du ist, an der Gesellschaft, da kommen noch manche Probleme auf. Wir schmengen die Probleme mit der Gewalt bei den jungen Kapverdianern, das etwas, von dem ich am Pass schwätzen, weil ich wirklich schmengen, dass an den letzten Jahren das sich wirklich kalmiert wird, an das viel gemäht gouf. Also ich weiß, beim Komitee Spencer hatten wir ganz viele Aktionen. Ich mengen andere Assoziationen hatten auch hier ein Deal mit gemäht, wo die Jugendliche einfach schmengen, wann der Jugend kein Moyen gibt, sich zu beschäftigen, sich intelligent
an nützlich zu beschäftigen, wann in ihnen die Meier net gëtt, da kommen so Sachen fir mat der COVID-Krise fährten nicht, dass verschiedene Sachen optauchen, weil Jugendlöcher sich also sie sind isoliert, wir sind alle isoliert. Wir sitzen noch richtig weit von den Nähne wasch. Wir schmengen, das sind Probleme, um die die Regierung schon lo muss evaluieren, weil das sind Sachen, die leider können optauchen. Wenn es der Frustration, wenn es dem Mangtum, Unkommunikation, unmenschlich, wie soll ich so eine Interaktion, sind das Sachen, die leider können immer optauchen. Also das ist meine Meinung dazu. Also Neves, wollt ihr etwas dabei sagen? Was wirklich gegen helfen, dass wir die Regierung oder die Regierungen oder die Ministerien, dass sie den Terrain mal kennenlernen, wo die Probleme entstehen. Ich hatte vor Jahren eine Reportage gesehen in Frankreich, das war ein Quartier chaud. Was tun sie da organisiert? Sie haben Ex-Drogendealer, die 20 Jahre in Prison wären oder 15 Jahre, die uns eine zweite Chance geben, die Leute, die sie formiert gehen als Edukateur. Und das war sozusagen die größten Brüder dabei. Das waren Typen von 40, 50 Jahren. Und die hatten ein paar Jugendliche ändert sich. Das heißt, die haben sogar Zensuren kontrolliert. Die haben geguckt, was die Jugendlichen an ihrer Freizeit so gestiegt haben. Das war so groß Brüder. Und was ich flott fand, da war ein Junge von 11 Jahren, der wollte gerne eine Große gehen an der 10. Du so den Tipp, der große Bruder so, hey, da wusst du willst hingehen, da war ich schon an ihrem Zweck. Pagan, du hast null Zukunft. Entweder Prison oder du stirbst. Mehr radikal sind, so Leute formieren, die kennen den Terrain und die könnten vielleicht so Junker, entre Guillemets, Ratschläge geben, weil da hat so Sort Edukateure für die Bausen, die mehr die Bausen sind wie am Büro. Ne? Weil die Jungen, da sind viele Junge, die ich kenne, die gehen nicht an den Jugendhäusern oder an so Strukturen. Du musst dahin gehen, wo sie sind. Das ist das Wichtigste. Da können da jahrelang Sachen präparieren, Projekte präparieren. Konkret, Terrain.